Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, es geht gerade Schlag auf Schlag, ne? Grüße gehen raus an GB, ich habe ja gesagt, bam, 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 ne? Joao Palhinha, was lange währt, wird endlich gut, der Messias ist da. Ich würde sagen, wir hören uns mal die üblichen Floskeln an, bevor ich da ein bisschen was zu sage. Also, gehen wir mal rein. Palhinha wurde verpflichtet, wie wir sehen, bis 28. Ja, und wir hören uns mal die Stimmen dazu. Ja, wir sind sehr froh, dass Joao Palhinha bei uns unterschrieben hat, seinen Vertrag unterschrieben hat, das für 4 Jahre, und darüber sind wir sehr, sehr glücklich. Ja, wir haben weiterhin am Radar gehabt, haben immer wieder Spiele von ihm beobachtet und wir hatten auch immer wieder persönlichen Kontakt über die ganzen letzten 10 Monate, das ist nie abgerissen. Auch dem geschuldet, dass er einfach ein richtig guter Typ ist, dass er unbedingt zu Bayern München wollte. Ein zentraler Mittelfeldspieler, der vor der Abwehr abräumt, wie man so schön sagt, ein Spieler, der für Struktur sorgt, der durch seine Präsenz, durch seine Passsicherheit eben auch im Spielaufbau eine wichtige Rolle spielen kann, also wirklich im Herz des Spiels eine sehr, sehr wichtige Funktion übernehmen wird, defensiv wie offensiv, und deswegen ist es ein Puzzlestück, was uns für die neue Saison sehr, sehr gut tut. Er ist sehr zweikampfstark, sehr kopfballstark und vor allem ist er ein richtig guter Charakter, ein Leader. Wir sind sehr, sehr froh, dass er jetzt bei uns ist. Wisst ihr Bescheid, Leute? So, ich gucke noch mal kurz runter hier. Ja, ich kann euch ja kurz vorlesen. Also Palhinha sagt, das ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben. Ich spiele nun für einen der absoluten Top-Clubs in Europa. Damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen und darauf bin ich sehr stolz. Ich freue mich auf die Atmosphäre und auf die Fans in der Allianz Arena. Ich möchte mit dem FC Bayern Erfolge feiern, Titel gewinnen, dafür werde ich alles geben. Joa, ansonsten den üblichen Klabautsch werden wir uns mal schenken. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Messias ist da. Alles, was ich bei der Euro gesehen habe, Maschine. Defensiv absolute Maschine, wird uns richtig, richtig gut tun, ist genau das, was uns die letzten 2,5, wenn nicht sogar 3 Jahre abgegangen ist. Quasi seitdem Martinez aufgehört hat. Ja. Auch schon, wo Martinez in seinem letzten Jahr war, durfte er ja auch nicht mehr so viel spielen. Kommen wir wieder dahin, am Ende des Tages irgendwann, in wie vielen Spielen ist es wichtig, diese Art Spieler auf dem Feld zu haben. Aber ich persönlich denke, die letzten Jahre haben es gezeigt, dass es wichtig ist. Ja. Wir stehen uns vorne auf die Füße rum, dann mit einem Spieler mehr. So ist ein Spieler mehr da, der hinten dicht macht und absichert. Und wie überragend er das kann, habe ich persönlich bei der Euro gesehen. Und ich bin gespannt, wie er reinpasst bei uns. Ja. Und natürlich, ich weiß nicht, über was wir jetzt reden, 50, 55 Mille oder was, wir werden es vielleicht irgendwann erfahren, welche Zahlen da im Raum stehen. Ich denke, natürlich, er wird 29. Ich gucke mal eben ganz kurz. Wann genau? Ähm, 9.7. Also, lol. Vor 2 Tagen, oder was? Ja, gut. Er ist also 29. Leute, der Kopfhörer, er ist 29. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, für 29-Jährigen so viel Geld auf den Tisch zu legen, wenn wir überlegen, was wir für Harry Kane letztes Jahr auf den Tisch gelegt haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie fit er ist, ob er ein C. Roberto ist, der mit 50 noch eine Maschine ist. Wir werden sehen. Aber 3, 4 Jahre, ich denke 32, 33 sollte man spielen können auf hohem Niveau. Von daher bin ich da guter Dinge. Und nochmal, er ist das fehlende Puzzleteil. Ja, ich weiß, viele werden es kritisieren, so viel Geld für so einen alten Spieler. Auf der anderen Seite, was wäre gewesen, hätten wir jetzt einen 21-, 22-Jährigen geholt, der das Geld kostet oder mehr. Ich denke, es ist eine sehr, sehr gute Geschichte, genau diesen Spieler zu holen, weil er die Erfahrung mitbringt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Pavlovic der Mann neben ihm sein wird oder sein könnte, da ist es schon wichtig, da einen erfahrenen, gestandenen Spieler zu haben, der genau weiß, was er tut. Ja, von daher bin ich restlos überzeugt von diesem Transfer.
Und nochmal für mich genau das Puzzleteil, was fehlt in der Defensive. Ja, auch unsere Innenverteidiger werden jetzt einen viel, viel leichteren Job haben. Ja, ob er auch die Verstärkung, wie es Max Eber sagte, defensiv sowohl offensiv sein wird, weiß ich nicht. Hat man jetzt bei der EM nicht so viel von gesehen. Weiß ich nicht, wie seine Stärken da sind oder nicht sind. Es wird natürlich viele Spiele geben, wo er defensiv relativ wenig gefordert sein wird. Da werden wir sehen, ob er auch das Spiel aufbauen kann, das Spiel einleiten kann. Aber es ist natürlich nicht seine Primäraufgabe. Ja. Und ich denke, wir haben genug andere Spieler, die das als Primäraufgabe haben werden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie er sich einfügen wird bei uns. Und natürlich erstmal herzlich willkommen an Joe Palhinha. Und ich freue mich drauf. Bisherige Transfers. Beide Daumen hoch von meiner Seite. Ich denke, wir sind noch nicht am Ende. Jonathan Tah ist weiterhin im Gespräch. Xavi ist weiterhin im Gespräch. Auch in Dani Olmo habe ich schon zum Ende der letzten Saison gesagt, sollte man sich mit beschäftigen. Ja, auch ein Frimpong hat eine Ausstiegsklausel von angeblich 40 Millionen. Ich weiß es nicht, wie der Plan ist. Wir werden es weiter beobachten müssen. Fakt ist, wir werden sehr wahrscheinlich jetzt aber erst was abgeben müssen, bevor wir was Neues verpflichten, denke ich. Aber das ist natürlich jetzt ein Fingerzeig. Ja. Sowohl an Josh als auch an Goretzka. Na, ich denke, da sind wir uns alle einig. Also ich denke, ein Conny Leimer wird der dritte Mann, vielleicht aber auch der Mann neben Palhinha sein, ich weiß es nicht. Wird sehr interessant zu sehen sein. Ja, Palhinha wird unangefochtener Stammspieler sein, absolut gesetzt auf der 6. Das Schöne mit einem Palhinha als klaren Sechser können wir halt einen ganz klaren Achter davor haben. Ja, du könntest also auch einen Musiala auf die 8 stellen. Ja, und Palhinha sollte den defensiven Part alleine bewältigen können. Im Mittelfeld, gerade bei 90% der Gegner, gegen die wir spielen. Ja, du kannst also wirklich einen richtig offensiven Achter aufs Feld stellen. Und das ist natürlich eine Rolle, wo ich einen Musiala auf jeden Fall auch drin sehen würde. Weil er für mich einfach noch mehr Stärken hat, wenn er das Spiel vor sich hat. Aber ja, da werden wir sehen, wie ein Kompanie denken wird. Wir haben Pavlovic, der auch gezeigt hat, dass er das Spiel verdammt gut aufbauen kann. Ja, auch das ist eine super Posi für ihn und er ist gleichzeitig, hat er auch noch den defensiven Gedanken mehr, wie es ein Kimmich hat. Natürlich können wir darüber reden, Kimmich auf die 8 auch zu stellen. Aber ich bin der Meinung, es wird Zeit, dass ein Kimmich geht. Ja. Also rechter Verteidiger sehe ich einen Kimmich gar nicht. Ja. Sorry, das ist, da haben wir haben mit dem Stani extra verlängert, dann kannst du den Stani jetzt nicht da noch einen Kimmich vor die Nase setzen, wenn du auch noch einen Boer hast, der da spielen kann. Ja, der kann mit Sicherheit auch eine Position weiter vorne spielen. Stani kann innen spielen, kann wahrscheinlich auch nochmal eine Position weiter vorne spielen. Nee, für mich ist das ein Transfer, der ganz klar jetzt den Druck auf Goretzka und Kimmich gibt, dass sie sich nach neuen Vereinen umsehen müssen. Keine Ahnung. Ich meine, Goretzka ist nie der Sechser. Keine Ahnung. Es ist schwierig, ja. Aber ich denke einfach, es ist einfach an der Zeit, Leute. Was sollen wir die jetzt wieder weiter damit durchziehen? Wir machen jetzt den Cut. So, ein Palhinha ist da, ein Pavlovic ist da. Ein Conny Leimer ist da hast du schon mal 3 Spieler für diese 2 Positionen. Nochmal, einen Conny Leimer kannst du nur einen Sechser geben, Pavlovic kannst du nur auch einen Sechser geben, wenn Palhinha mal verletzt ist oder sonst irgendwas. Musiala kann für mich einen ganz klaren Achter geben, einen offensiven. Ja, die Frage ist, wie die Planung sein wird. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, einer von beiden wird den Verein verlassen müssen, entweder ein Kimmich oder ein Goretzka, weil was willst du mit 5 Spielern? Wenn du Musiala dazu zählen würdest mit 6 Spielern für 2 Positionen. Also macht so gar keinen Sinn. Ja? Vor allen Dingen, weil wir auch immer noch davon reden, irgendwelche Talente einzubauen. Also ja, es wird interessant zu sehen sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ich mir das gerade so vorstelle mit einem Palhinha und einem Pavlo davor. Boah. Ja? Oder vielleicht ein Musiala, aber ich sehe einen Musiala
Je nach Gegner halt, ja. Wenn der Gegner extrem tief steht, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, wenn Musiala auch aus einer tieferen kommt. Aber du kannst auch mit einer 6 und 2 Achtern oder 2 Zehnern spielen dann, ja. Das muss halt variabel sein. Ich bin sehr gespannt. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Optionen und sollten wir jetzt wirklich noch im Idealfall einen Tar verpflichten, den ich noch nicht mal unbedingt für nötig halte, ja, aber da weiß ich nicht, wie die Gedankenspiele sind, haben wir ja schon mal gesagt, ob wir eine Dreierkette spielen oder eine Fünferkette oder eine Viererkette, das ist so das Erste, was mal klar sein muss. Aber spielen wir eine Dreierkette, brauchst du einen Kimmich noch weniger. Ja, also das ist da ganz wild. Ne? Ja, aber sollten wir jetzt noch einen Xavi verpflichten, ne? Oder einen Olmo oder beide, alto Betty, dann knallt's aber richtig. Ne? Und dann hast du einen richtigen Umbruch. Ja, wir haben jetzt, klar, wir sind erst 3 Spieler, aber es sind 3 Spieler, die ein klares Zeichen setzen, meiner Meinung nach. Ne? Und das ist richtig und wichtig. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, wie ich gerade schon eingangs sagte, jetzt müssen erstmal andere Spieler sehr wahrscheinlich den Verein verlassen, bevor wir nochmal zuschlagen. Obwohl, ich weiß nicht, beim Xavi ist man ja angeblich dran und heiß und macht und tut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn für ein Jahr ausleihen ohne eine Kaufoption. Ja, und die Kaufoption wird dann, wenn wir ihn nicht direkt kaufen sollten, wenn er überhaupt zum FC Bayern will, das weiß man ja nicht, die wird wahrscheinlich 70, 80 Millionen sein. Ja. Paris hat es nicht nötig, irgendwie zu sagen, wir geben den Spieler jetzt ab. Ja. Von daher wird es noch interessant werden. Aber ja, dann hast du auf jeden Fall, dann hast du frischen Wind. Ja, ich habe es letztens in einem der Kommentare schon nebenbei gelesen. Ich werde die Kommentare noch extra beantworten zum letzten Video. Was ist mit dem Stürmer-Backup? Wenn man gesehen hat, wie Harry Kane gestern sich übers Feld geschleppt hat, der wirkt absolut nicht fit. Hat den Elfer natürlich ganz klar verwandelt, aber ansonsten null spritzig. Ich meine, er war noch nie der Schnellste, aber er ist null spritzig, hat gekämpft wie ein Löwe. Ja, bei England aber ja, man hat gesehen, der ist nicht fit. Also das wird eine zähe Anfangsphase für einen Kane bei uns werden. Wenn man schlau ist als Verein, lässt man ihn mal 2 Wochen länger raus, lässt sich den Mann mal erholen und startet dann erstmal ohne ihn rein. Ne? Ja, auch da ist dann die Frage, wie wird geplant? Ja, Mathys Tel für mich ist ein Neuner. Ja, und da musst du den Jungen da jetzt halt mal fördern. Ne? Ich meine, wir haben schon Außen verpflichtet, wir überlegen, noch einen Außen zu verpflichten, also wird ein Tell auch auf Außen relativ wenig Spielzeit kriegen. Also kannst du den Tell als Backup für einen Harry Kane einplanen. Ne? Du musst da jetzt nicht einen anderen Spieler verpflichten. Vor allem wird es auch super schwierig werden zu sagen, ja, wir verpflichten den und den Stürmer, der sich dann hinter Harry Kane auf die Bank setzt. Wird auch noch ein interessantes Eisen werden, denke ich. Sind ja wilde Gerüchte da über Thuram zu lesen gewesen und so weiter. Mal abwarten, ne? Mal abwarten. Aber warum nicht einen Tell da reinwerfen? Ne? Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Aber vielleicht Plattenkompanie auch mit einer Doppelspitze oder mit einer hängenden Spitze neben Harry Kane, was ein Harry Kane sehr zugutekommen würde. Ja, ganz, ganz viele Fragezeichen, weil wir einfach noch nicht wissen, wie ein Company bei uns plant, so von der Taktik her, wie wir spielen werden. Da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen. Es wäre natürlich schön, wenn wir endlich mal variabler werden. Ne? Wenn wir halt sagen, auch hier heute ist es der Gegner oder wir spielen gerade mit Viererkette und es läuft nicht, komm, wir gehen auf Dreierkette. Wir haben die Spieler dafür, wechseln wir einfach, zack, vorne. Wir spielen nur mit Harry Kane vorne, mit einem Musiala auf der 10, mit 2 Außen. Und es läuft nicht. Ach komm, ja, stellen wir eben um. Bringen einen zweiten Stürmer mit dem Tell, ja, der rückt nach innen und wir spielen mit einer Doppelspitze. Da müssen wir halt hinkommen, dass wir diese Variabilität mal in diesen Kader reinkriegen und das dann auch kurzfristig umsetzen können. Und nicht so wie die letzten Jahre, oh ja, es klappt nicht, egal, wir spielen 95 Minuten den Stiefel runter. Ja, also
Das ist für mich ein großer Faktor. Und aktuell haben wir jetzt einen Kader, der super variabel ist, ja, der aber auch jetzt schon sehr aufgebläht ist. Ich würde jetzt gar nicht sagen, ich würde sogar sagen, von der Spieleranzahl her ja alles tutti. Könntest du sogar so belassen. Problem ist, ja, die Spieler, die da nicht mehr gesetzt sind, verdienen viel zu viel Kohle. Ja, und deswegen müssen diese Spieler halt den Verein verlassen. Da müssen wir halt hinkommen. Ja. Oder die Spieler müssen auf Gehalt verzichten. Außerdem will man mehr Talente reinbringen in die erste Mannschaft. Und von daher wirst du diese Plätze dann auffüllen mit jungen Spielern. Ja. Joa, die nächsten Wochen werden interessant. Ich denke, wir haben unseren wichtigsten Transfer getan mit dem Sechser. Ito, linker Verteidiger, Innenverteidiger, ja, eine nette Sache. Flügelstürmer immer gut. Ja, wie gesagt, sollten wir noch einen zweiten Flügelstürmer holen, ob es ein Xavi ist, ein Dani Olmo. Dann richtig gut, dann ist es ein richtig gutes Transferfenster. Und wenn man meint, man will in der Innenverteidigung unbedingt umbauen und will unbedingt den Tar holen, ja, dann do it. Ne? Da müssen halt 2 andere Innenverteidiger gehen. Aber Opa hat auch eine sehr, sehr gute EM gespielt. Ja, hat mal wieder einen Elfer verursacht. Ja, aber ansonsten, er war super stabil bei Frankreich. Muss man mal ganz klar sagen. Ne? Aber ja, Thema Opa haben wir auch schon oft diskutiert, brauche ich jetzt nicht wieder aufrollen. Schön ist, dass er endlich da ist. Ja, ich denke, er wird uns richtig gut tun in dieser Mannschaft. Und der Rest, ich bin sehr gespannt. Ne? Wir werden sehen, wer den Verein jetzt verlässt und wer noch kommt. Dann kann man daran vielleicht schon sehen, wie ein Company plant. Sollten wir jetzt noch einen Außenstürmer verpflichten, ja, dann werden wir sehr wahrscheinlich über Außen spielen. Ja? So wie der FC Bayern es jahrelang getan hat und werden weniger wieder alles in die Mitte reinziehen, wie es unter Tuchel zum großen Teil der Fall war. Weil sonst bräuchte man nicht diese Spieler außen verpflichten. Wobei ein Xavi auch bei Holland viel auf der Halbposition gespielt hat. Wir werden es sehen. Ne? Aktuell, ja. Grüße gehen raus an GB, ne? Aktuell läuft's, oder? Also aktuell können wir uns nicht beschweren, transfermäßig. Ja, und wir warten mal ab, was die nächsten Wochen bringen. Ja, interessant wird die Abgangsseite werden. Und da werden sich jetzt viele, viele Spieler Gedanken machen. Erst recht, wenn wir jetzt beim Xavi wirklich noch All-In gehen. Dann wird sich auch ein Gnabry und ein Sané Gedanken machen müssen. Ja, die werden auf jeden Fall hinten dran sein. Würde ein Gnabry jetzt nicht irgendwie 17, 18 Millionen verdienen, würde ich sagen, alles gut. Er hat sich ja schon geäußert und sagt, er möchte gerne bei unserem Verein bleiben. Wer hätte das nur gedacht? Aber vielleicht gibt's ja jemanden, der einen Kimmich im Doppelpack nimmt. Da ist ja Kimmich auch nicht so alleine. Gnabry ist sein bester Freund. Oder einer seiner besten Freunde. Und von daher kriegen wir sie dann vielleicht im Doppelpack irgendwo unter. Wäre doch was. Ja, gut. Wir werden das weiter beurteilen. Wenn wir endlich Abgänge haben werden, dann können wir ein bisschen mehr sagen und dann kann ich auch ein bisschen mehr sagen. Ansonsten, bisher machen wir einen guten Job. Ja, es zieht sich auch nicht zu lange, alles ist gut. Durch die EM geschuldet, jetzt musste man halt ein bisschen warten. Ja, und ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt beim Xavi noch voll All-In gehen werden und den verpflichten. Wäre auf jeden Fall ein Versprechen in die Zukunft. Ja, ist jetzt schon stark. Ist noch super jung. Wir werden sehen. Wenn eine teure Geschichte. Ja, wenn man aber dann endlich auch Abgänge hinbekommt. Warum nicht, wa? In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut mir wie immer eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns zur nächsten News. Einer Verpflichtung oder einem Abgang. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi, Leute. Und wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.